Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Live. The Watchers lebt am Kino schon ein Horrorfilm. Ja, und wenn man den dann lo gefallen wird, dann erzählen ich lo an dieser Episode. Horrorfilm über Horrorfilm Krämer hai een um anderen an de Kino geballert. Ja, den lächten de Back hat, dem mat dem hatte ich jo bisse Spaß an Nummer heute Watchers, den am Kino leben schon relativ spät, die wird den Film informiert an festgestellt, dass der Film vom Ishina Shyamalan ist. Ja, schon ein bisschen aufgelesen, sorry. Und ja, das geht Zufall den weil das ist Mädchen vom M. Night Shyamalan. Was, ja, wie soll ich das so? Hat den Film geschrieben und auch Regie gefordert an. Also mir schon, dass sein Mädchen ist. Das muss ich wirklich so. Also sein größtes Vorbild ist, denke ich, sein Pap. Du hast keinen Zweifel drin. Also hat Bautheimer The Watchers einen Film ab, den, ja, wie soll ich sagen, baut sich ab an irgendwann könnt dann den Twist an ob den Twist der Film dann wert ist, das muss jeder für sich selber dezidieren. Auf jeden Fall geht es hier eine Geschichte, wo Leute an Busch gehen, nicht auf der Karte verzichten, aber trotzdem irgendwie da ist und trotzdem mysteriös ist und die Leute verschwonnen an dem Busch. Los hat jung Nina am Busch in der Weh, das muss ein Fälschen an den Zoo bringen und das geht dann dort drauf verschollen. Das steht dann aber auf Leute an dem Busch, die an einer Art Bunker do leben, an die Leute erzählen, dass du die Watcherin leben an sie gerne beobachten wollen oder eben wann er sich traut rauszugehen bei Not umbringt. Ja, das ganze Spielchen hat gewisse Regeln. Ich will aber nur nicht zu viel erzählen, weil wie gesagt den Twist zum Schluss dreht den ganzen Film oder dreht doch nicht. Also es baut sich alles auf den großen Twist zum Schluss ab. Und für den Rest observieren mehr bis wie Watcher observieren mehr die Leute am Film gucken uns was die Leute dann so mal Wese hier meinten an dem Bunker verbringen an so Steckelchen, das heißt für Steckelchen, das heißt immer ein bisschen mehr abdenken, was du lass aus. Und der Film dauert 1 Stunde und 42 Minuten genau. Und ich weiß nicht, wie ich ernst das so mit wirklich der Film hat so Up and Downs. Also hat gepackt, mich Platzeweis dann bei der Stange zu halen, für das ich unbedingt wissen wollte, wie da lo, also wer du han drüstöcht, und dann irgendwann war das so ein Trott gehen, wohin sich einfach just gedacht wird, ja, mal gucken, wo das Ganze du hinfährt, aber es verleiht den irgendwie ein bisschen Interesse beim Film. Und trotz, dass er nicht so extrem lang ist, holt die wirklich streckeweise, wohin sich sieht, ja, mal gucken, was noch passiert. Weil irgendwie pandet der Film aber auch nicht, dass ihn wirklich gebannt drin ist an Nervenkitzel wird, für raus von der Welt an du lass. Und wann ihr dann auf den Punkt könnt, wo ihr kennt raus von oder wo ihr soll, so löst raus von der Welt lass, da bahnt sich schon den großen Twist zum Schluss. Die seid ihr da schon ein bisschen kommen. Also ja, wie soll ich so den M. Night Shyamalan, die war halt Produzent von Stellorisch gelesen an sein Mädchen hört halt eben seine Struktur, wie den Mann seinen Film mischt an Shyamalan seinen Filme wie Unbreakable an The Sixth Sense, die 2 Filme, die wirklich krass rausstechen, die wirklich vor allem The Sixth Sense, die ganz viel geprägt oder ganz viele Leute nach ganz stark am Gedächtnis ist, weil das ein Twist war, den so krass war, den er nicht kommen gesehen hat und sogar wo er da war, ihn nicht konnte leben an den Film nachher geguckt hat, für festzustellen, verdammt, das ist so. So ein Twist fand man halt vergeblich. Und irgendwie halt Familie Shyamalan, die rennen so dem Hype drum, sie bauen immer Filme auf dem nämlichen Prinzip ab, dass man etwas abbauen wird zum Schluss an dem großen Twist abgelesen wird. Aber die Theatralik, das handwerklich, wie es bei The Sixth Sense war, als nie mehr erreicht gehen. Sie hat immer sing Up and Downs an los ein Mädchen, wie soll ich so nicht mir den hat einfach das wirklich das sein Pap also vom Regie vom Schreiben her also 1:1 sein Pap, das kann ich nicht ernst so das dann so schön, dass in den Twister komme gesagt
auch den dass irgendwann nächste das nicht an eine andere Richtung kann gehen, dass es einfach an die Richtung geht und das gerne mir so überraschen dann ist die Engstunde 42 Minuten wohin du so wird ja so richtig interessiert wird dem Stadtlohn nicht ja trotzdem kreten ein relativ gut Atmosphäre abgebaut denn packt die den mysteriöse Bösch du packen sie also packt hat wirklich relativ guter Szenen zu setzen schauspielerisch kann den Hai auch nicht viel meckern mehr hun Hai eigentlich Feierleute die spielen die ein relativ gut Symbios abbauen wo wann den so viel Zeit ob man nie verbringt wo ihr wirklich schmirkt dass die Reibereien du kommen ja und dann während dem Spiele merkt den da schon irgendwann okay geht an die Richtung ich kann nicht so ein wat für Richtungen der Film hat kein go wat für ausschlenkerin hat kein machen für May bei der Stark zu halen kann ich nicht so nur ja ersten inszenatorisch hast du ganz cool gemacht mir hun ganz cool Kameraausstellungen am Ufang aus ein Transition do die schon oft gemacht go waren oft kopiert go an der gemacht over wohin also wo ich persönlich stand setzen und denken schein also das so ein klassisch Transition du filmst über Schiller von einem anderen an die Spiegel an du filmst an die Spiegel ran was dann eben an der Szene wie was du durch die Spiegel gingst filmen wurde ich schon besser gesehen fand eine Sche trotzdem dass es so angebaut ging das dummerweise gesagt den halb bisschen May wie funktioniert mir ist egal Kleinigkeiten viel haben dass man kein groß Jumpscares kreieren der Film probiert hat tatsächlich mit Atmosphäre zu spielen relativ viel am geheimen Zahl viel am verborgenen Zahl für dass die Atmosphäre auch bleibt und man so das auch gut gemacht so dass sie nicht irgendwie es geht ja Menge 8 Monsteren und da sind du irgendwann so voll mit der Kamera drop hält und irgendwann das mysteriös von den Monster verleiert das geschieht halt nicht ich fand der Gitter relativ gut gemacht ja ich schwätze mich gerade ein bisschen im alles mehr Watchers ich habe schon Trailer gesehen holen dann hatte ich Bock du den Numm gesehen wen es möchte und dann war so ja mal gucken wer es geht auf The Watchers wird sich zu einem von den Filmen erreihen schläst du alles op Scheier mal an weil es eben so ähnlich ist ne ferner wird das sein dass ein Mädchen war doch schon ein Film mit ihm zusammen geschafft wird das hat sein egent wirkt du möchte mir trotzdem schläst nicht irgendwie an die ganz Scheier mal an Filmografie du mal dran weil es einfach so passt und du wenn da ja das schwaden drauf das vielleicht nach irgendwann eine große Peak bei ihnen könnt ich denken aber nicht den Numm war eigentlich ganz groß und das immer so ja, mal gucken wie geht war Daten so also auch The Watchers genau ich denke das war doch schon viel geschwade mit Film den nicht ganz viel zu bieten hört leider aber trotzdem erzählt man gern an die Kommentare wie erste Film gefallen wird wird ehren Lieblingsscheimerlernen Film aus denken du wer den meistens die nämlich Filme gesehen an dem Sinn ging so weiter doch schon an da wünschen ich noch ganz viel Spaß am Kino mit The Watchers ciao